Was gibt's, Florian? Eigentlich zwei Lieder, aber wenn ich zwei spiele, spiele ich zwei, so viel wie Ja, dürft ihr zwei spielen. Aber wir haben Karaoke, wir haben. Ja, gut. Sag mal, was es gibt. Ich fange einfach mal an zum Verzeihen ein bisschen, gell? Ganz kurz. Also ich singe heute zwei Lieder vom Hans Söllner, und zwar zwei Lieder, die wo eigentlich lustig sind, aber trotzdem einen Hintergrund haben. Und ich habe das eine Lied halt also ein Vers noch nicht umgeschrieben, dass die wieder zur heutigen Zeit passt, weil das ist natürlich schon ein altes Lied und so habe ich das halt so gemacht. Und jetzt ist halt so, es kann natürlich passieren, mit der anderen ein bisschen weh, dass ich vielleicht ab und zu einen Fehler mache, aber ich bin ja der Das hat einen schönen Haken gemacht, das ist ja ja, eben, dann passt es genau. Das hat einen schönen Haken ja. gemacht. Das Profi war Genau. Aber die haben mehr Zeit an das Stab wie du. Ja, klar. Übrigens, wir haben ja keine Profi-Veranstaltung, wir haben Karaoke. Gäste singen für Gäste. Also, Gut. Ich fange an mit einem Lied, das heißt, hat mein Alter gesagt. Und ja. Müsst ihr ein bisschen auf den Text achten, das ist wirklich ein Lied, eigentlich, wo ich sagen muss, das hat einen Hintergedanken. Ja. Ich tief ins Herz rein. Wenn ein Typ halt jeden Tag sind Jointe nicht zirkt, dann ist er Grattler, hat mir mein Vater mal gesagt. Wenn er spritzt, dann kehrt er weg, das ist ein soziales Element, aber ganz normal ist er jeden Tag. Den Hagelheu vom Wirtshaus kommt. Wenn er Frau Bachmeier eiskalt im Gerichtssaal an der schürst, hat schon recht, sagt mein Vater, und hat nur Mitleid mit ihr. Wenn sich wegen am Herrn Zimmermann ein türkisches Leben nimmt, dann schert sich keiner was, weil es nur Türken bei uns gibt. Wenn der Pfarrer in der Kirche eine schöne Predigt hält und uns erzählt, was wir wollen sollen, dann ist es nicht der Teufel halt. Da sagt keiner was, aber wenn ich gegen Faschismus demonstriere, dann sitze ich manchmal auf der Straße, weil sie mein Vater wegen mir geniert. Wenn ein Dirndl jede Woche einen anderen Typen hat, dann ist er schneuen, hat mir mein Papa mal gesagt. Wenn es viel Geld macht, hat er gemeint, dann ist er Hure, aber wenn ich jeden Tag eine andere habe, dann ist er vor ein paar Stutz aus seinem Wurm. Er hätte ja Biologie studiert, aber er ist dann doch ein Bäcker geworden, weil er keinen Bauch gekriegt hat. Und seine Alten waren recht arm. Ein Doktor, seine Schreizen, die studiert Medizin, die kennen Stinger von Blödheit. Die Hauptsache ist, die Kohle stimmt. Ja, der Nazi hat es bei uns bis zum Schuldirektor gebracht. Er schwärmt heute noch für den Hitler. Und mir hat wer was gesagt. Meine Freundin hat in Lundrum für den Frieden demonstriert. Ein schlechtes Vorbild für die Kinder, haben sie gesagt. Und sofort haben sie es vom Dienst suspendiert. Oder hat man das, was man denkt, halt einfach gesagt, für das, was man heute sagt, was man nicht denkt, studiert man Kommunikationswissenschaft. Da ist die Merkel das beste Beispiel, wie die heute Rede halt. Ich kann stundenlang das Meier machen, was er sagen will, hat keiner von uns geschnallt. Du machst die Praxe und du die nie über wen beschweren. Heute Mai, den drei Teilgedanken kann keiner hören. Lass die Hippien, wie es die brauchen. Das tut er doch nicht weh. Ein schöner Handschnitt und Schiotz, so bringst du zu was, hat mein Vater gesagt. Wirst das schon sagen. Hätte ich mein Lebtag bloß das gemacht, was andere Leute zu mir sagen, weil bloß buckelt und war grober. Und mir nie auf die Schnauze gefallen, weil ich das, was man heute braucht, hüllenlos und blöd. Ich hätte sicherlich viel leichter, aber so glücklich wie ich jetzt bin, war ich nicht. Na, 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 so glücklich war ich sicher nicht. das war toll, absolut. Das war absolut geil. So, haben wir noch eins, oder? Ja. Alle. Eins habe ich noch und das ist halt, also, da muss ich sagen, das, was ich jetzt singe, habe ich natürlich, das kann ich nicht umändern, weil da würde ich den ganzen Text umschreiben, weil das eigentliche Lied ist jetzt, was ich jetzt singe, das geht nämlich über den Bürgermeister von Patricknau. Der hat damals geheißen, Herr Dr. Max Neumann, das ist natürlich heute nicht mehr. Und jetzt, wenn ich das für einen Kölner Bürgermeister Das bestimmen muss. passt schon. Das passt schon. Dasselbe. Ja, eben, die Spur jetzt.
in Reichenhallhaus aufdrängen, von ganz besonders schlauen Leuten, ein Hummerbahn und der sagt, dass sie einen Gickerl hält. Die Kurgis haben sich schon beim Bürgermeister drin beschwert, weil diese Steppe, die Viecher in der Früh, weil ganz erlaubt lehrt, ob das nicht gegangen, dass man lernt, dass irgendwas singt. Und einfach ohne so blöd, dass sie müsst einfach umeinander springt. Aber so ein geschroener Leid, das muss ich jetzt wirklich einmal sagen, bin ich so. Nein, jetzt habe ich mich verspielt. Passt schon, passt schon. Super. Passt schon. In Reichenhallhaus aufdrängen, von ganz besonders schlauen Leuten, ein Hummerbahn sagt, dass es hier einen Gickerl hält. Die Kurgis haben sich schon beim Bürgermeister drin beschwert, weil diese Steppe, die Viecher in der Früh, habe ich ganz erlaubt lehrt, ob das nicht gegangen, dass man lernt, dass irgendwas singt. Und einfach ohne so blöd, dass der Mist aufeinander springt. Aber so ein geschroener Leid, das muss ich halt wirklich einmal sagen. Wie dieser Preis, weil ich glaube, ich kann es auch nicht vertragen. Na 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 na. Als nächstes haben sie gemerkt, dass sich ganz viele Leute beschweren über Kleinkinder und Säuglinge, weil die auch so blären. Man sollte darauf achten, dass ein Post von Februar bis Juni miteinander abhängt. Dann kommen die Kinder nämlich erst nach der Saison auf die Welt. Weil der Kurgis hat sich gern, ja, der braucht seine Ruhe. Und vor dem Lärm in der Stadt drin ist schon mehr als genug. Zum Staat sind jetzt 3 Aktionen, die unter dem Motto steht: Paris ist ein wichtiger als Brot für die Welt. Na 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 na. Na 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 na. Wie es überall ist, sagen wir bei uns viele die Leute, ein kleines Hunderl, mein Gott, einer letzte Freude. Weil viele die Leute ganz wenig Renten haben, haben sofort die Hundestöcke erhöht, schlau wie es sind. Jetzt werden die Hunderl immer weniger, die alten Leute stecken ins Heim. Es ist alles für saubere Umwelt, das leuchtet uns alle ein. Und da wir sagen, also ein Hund macht wahrscheinlich wirklich bloß einen Dreck. Scheiß der Bürgermeister jeden Nacht auf den Gehsteig, wenn keiner sieht. Na 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 na. Na 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 na. Zu guter Letzt haben sie noch verlangt, und natürlich wieder wegen am Lärm, dass Leute in den Mopeds und Mofas durch die Innenstadt schirmen. Oder wenn sie schon fahren müssen, dann wenigstens außen rum. Ja, auf der Umgehungsstraße, man können sie doch mal fahren, die Buben. Wo die Last sich wie Tonnen im Fernverkehr. Und jeden Tag, da kannst du sicher sein, da rennt sie irgendwer, aber für das Stadion saubere Stadt musst du schon verbringen. Und für unseren Bürgermeister wäre ich die letzten Zeilen singen. Wenn's keinen Kicker mehr gibt, der mich weckt. Wie eine Mutter ihr Kind im Keller versteckt, wie am König sie hinten als Engel verstummt. Sagst du nicht, das ist bloß für uns, du saudummer Hund. Ja, das war super, Florian, super, einmalig.